Jahre sind wir so decisiv, die nächste Legislaturperiode. Dafür ist es wichtig, dass die richtigen Leute auf der richtigen Platz sitzen. Und das sind nicht die so, dass sie nach Zeit hört, dass sie soll aufwerten, dass sie irgendwie Technik offen soll sein, erwarten, bis die ultimative Energielösung kommt. Das ist schon da. Den anderen Nullleistungen ist am Anfang just Zeit verloren, Zeit, die man nicht mehr haben. Das klingt so dramatisch. Das ist ein bisschen, aber das wird gut, dass wir nur nach Möglichkeit und nach Zeit für umzusteuern. Voilà, die nächsten 5 Jahre, die nächste Legislaturperiode ist decisiv, wird man näher, wie wir die Klimakrise und die Energietransition bewältigt kriegen, wie wir das hinkriegen. Dafür hatten wir am Vorfeld von der Chamberwahlen mit den 7 Parteien in der Chamber vertreten sind, ja geschwärzt. Podcasts und Videocasts, die können sich auch gucken. Wir hatten ihnen 7 Fragen gestellt und sie sollten sich positionieren. Für uns von Eurosolar ist das allererst, die Energietransition hinzukriegen, die eine Bedingung ist für die Klimakrise zu bewältigen, als den Ausbau von erneuerbaren Energien. Wir müssen wegkommen von den fossilen Energien, die vielen CO2 produzieren, die die Erderwärmung provoziert und eben die schlecht ist für uns, für die Menschen auf der Welt. Also ein Ausbau von erneuerbaren Energien, notamment die Photovoltaik. Ich hätte gerne Photovoltaik auf alle guten Dächer, auf alle die versiegelten Flächen, das muss möglich gemacht werden. Das soll nicht verhindert gehen durch Baureglementer oder sonst andere Konsiderationen. Die erste Option für uns, für Eurosolar, als Photovoltaik, die erneuerbare Energien ausbauen. Zu erneuerbaren Energien gehört auch die Windmühlen, die Windenergie. Das sind immens efficace Produktionsunitäten, die wirklich viel bringen. So einen schlechten Ruf, ein bisschen zu Unrecht auf der einen Seite. Auf der anderen Seite merken wir auch, dass von den an den Projekten, an den Ausbau, die an den letzten Jahren gemacht sind, von den Leuten mal darüber beteiligt, von den hinweist, dass sie etwas davon haben, und so wirklich etwas davon haben, dann ist die Akzeptanz schon viel mehr einfach, viel besser. Da denen das erneuerbare Energie produzieren, zirkulieren, verteilen, du müssen Sachen am Platz gesagt, die sind schon teilweise, das muss noch alles facilitiert gehen, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist allerdings auch helfen, Systeme umstellen, weil jahrelang funktioniert, dass Systeme, die gut waren, die uns geholfen haben, das muss ich noch so, wie das, die der Mensch wieder mal gemengen, an vielen einzelnen Leuten auch geholfen, ein besseres Leben zu führen, die gehen geändert, die muss geändert gehen, und diese Systemumstellung, die muss auch begleitet gehen. Nicht nur bei den Einzelnen daheim, wie auch bei den Betrieben, das ist wichtig für unsere Ökonomie, dass die Leute die Investitionen machen können, die ja nur gut sind für uns alle Guten. Ein Sektor, an dem wir viel CO2 abspüren müssen, weil ein bald über 60% von unserem CO2-Ausstoß ist, das ist der Mobilitätssektor und Transportsektor. Und da ist es wichtig, für so viel wie möglich Alternativen entwickeln, die pragmatisch, praktisch, komfortabel sind für die Leute. Es geht auch darum, die Wege, die kurz sind, können ernst das zu bewältigen, wie just nicht mehr am Auto. Der PNM 2035 weist, bei ein Drittel von den Transporter, die mehr wie 5 Kilometer sind am urbanen Raum, die gehen am Auto gemacht. Das ist zu viel. Du musst den Leuten keine Alternativen haben, die ihnen helfen. Dasselbe gilt doch mal den Alternativen am öffentlichen Transport. Der Schwarm muss einfach sein. Ich lasse mein Auto stehen und ich kann an den öffentlichen Transport, den Zug, den Bus, den Tram ranklammen, wann ich es brauche. Dann natürlich, ein Auto wird noch immer gebraucht. Aber da muss man wegkommen von den fossilen Autos, Eurosolar, nur hin zu den Elektroautos. Elektroautos, die haben den Vorteil, dass sie mit geringem Strom beladen gehen. Und dann haben sie auch sehr den Turnaround für können die Energiebilanz, die negativ ist bei ihrer Produktion, umzudrehen. Beim Verbrennerauto will ich just daran erinnern, das sind immer negativ. Heinz, du hast gesagt, eine Alternative zum Elektroauto wie das Wasserstoffauto. Das ist nicht so, weil ein Wasserstoffauto ist just ein Elektroauto, auch mit einer Batterie, mit einem System, das den Wasserstoff an Elektro zurückverwandelt. Dran. Das heißt, das ist am Anfang alles mehr kompliziert, viel mehr aufwendig und nicht der Wert, und du bringst doch mehr teuer. Da sind wir beim Wasserstoff. Der geringe Wasserstoff ist notwendig an der Energietransition, allerdings an bestimmten Domänen, just nehmen. Die Schwerindustrie, wo verschiedene Volumen von Energie gebraucht wird. Dafür ist es gut, dass sich damit beschäftigt wird, der Wasserstoffcircuit, Lützeburg an der Wasserstoffcircuit racken, zusammen mit anderen Ländern, dass du Allianzen gemacht hast.
das brauchen wir, sonst kriegen wir die Energietransition nicht hin. Wir müssen das verinternationalisieren. Wie wir sowieso von Eurosolar der Meinung sind, dass die nächste Regierung, die nächste Chamber muss es schaffen, Allianzen zu machen mit den Ländern, die Strom, erneuerbare Energien am Überfluss haben, wenn ich das kann so platt ausgedrückt, mit die da genug haben, mit denen wir da können zusammen schaffen, für uns zu verkaufen, für zu delen. Weil die Verdelung was etwas ganz Essentielles, und wir kriegen dadurch hin an der Energietransition Nord, Süd, Ost, West und Europa. Ein anderes wichtiges Element von der Energietransition ist unser Umgang mit den Ressourcen. Die Ressourcen auf diesem Planet, die Rohstoffe, die sind nun einmal endlich. Und dafür also doch keine gute Manier, weiter zu funktionieren, wie wir bislang uns das angewöhnt hatten, die lineare Manier, das heißt, wir holen etwas raus, wir verbrauchen es und wir puchen es weg. Das, was wir gerne wollen von Eurosolar aus, das ist zirkulär denken an allem, was wir machen. Der Gedanke Cradle to Cradle, das heißt, es wird etwas gebraucht, aber wenn es dann für den Zweck nicht mehr gebraucht, dann kann es für einen anderen Zweck gebraucht werden. Dann so können wir die endlichen Ressourcen von unserem Planet auch für den Mensch sinnvoll gebrauchen, ohne Raubbau zu betreiben. Eine ganz wichtige Aktivität zu Lützeburg ist Bauen, ist der Bausektor. Du hast einen Umgang von der Ressource, von dem ich wieder geschwärzt mehr an Zirkularität rankommen, Cradle to Cradle, den einen Aspekt, den anderen ist der Gebrauch von den Materialien. Beton, Zement, die haben eine ganz schlechte Energiebilanz, da gibt es andere Möglichkeiten, hochwertige Möglichkeiten, mehr naturfreundlich, wenn man so kann ausdrücken, Bauweisen, Baumethoden, Baumaterialien. Da muss man auch hinkommen. Und am Bau ist es auch wichtig, dass wir so bauen, dass wir so viel wie möglich Energie verbrauchen, für die Temperatur an den Häusern zu halten. Weil Häuser, das ist ein bisschen wie der Mensch, eine stabile Temperatur, also gut Zeichen. Zu viel aufkillen am Winter oder zu viel Hitzen am Sommer oder umgedreht, das ist kein großes Hilfe. Dafür man näher, wie wir bauen, ist ganz, ganz wichtig. Eine Sache vom Hitzen, als wir gerade geschwärzt, sind Wärmepumpen. Wärmepumpen sollen gefördert gehen, soll weiter geholfen gehen, weil sie einfach eine bessere Energieeffektivität tun, wie alle die anderen Hitzsysteme, die man kennen. Das heißt, wir bauen intelligent, für so man wie möglich Temperaturausgleich müssen zu machen, erstens. Und zweitens, wenn man dann noch mal eine Wärmepumpe, die hilft, dass die Energie, die man braucht, für Temperatur zu halten, so man wie möglich ist, par rapport zu anderen Ressourcen. Ein Teil von der Konsequenzen von der Erderwärmung, die spüren wir los schon. Wir müssen uns dem Klimawandel anpassen. Das ist ein bisschen immer noch gelaufen und das Reparieren, nachdem schon etwas geschieht ist. Dafür sollen wir das trotzdem machen und dafür ist es wichtig, dass wir eine andere Sorte Urbanismus denken, mit mehr Grings an der Stadt, mit einer Versiegelung von den Böden, für zum Beispiel die Verschwemmungen zu evitieren. Das kann ich machen mit Schwammcity, die so ein Effekt hat, die dann Wasser eben absaugen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite helfen Bäume auch Wasser, das zu viel ist, stockieren. Also setzen Temperaturen an der Stier drauf 3-4 Grad, also mehr Grings an Büscher, fanden wir als Eurosolar ganz, ganz wichtig. In anderen Urbanismus wird ganz viel zu tun mit den Baureglementen, die wir haben. Die sind an der Menge ganz verschieden. Ich werde schon gesagt, die gehen da gebraucht, für Photovoltaik eventuell zu verhindern, für Wärmepumpen zu verhindern. Wir fanden aber, dass die erste Option die solle sein, und dafür sind wir für ein Baureglement, das ein bisschen uniformisiert ist, aber was Gemengen, Pappen und Mammen encouragiert, erneuerbare Energien an einen anderen Urbanismus zu planen, zu denken, umzusetzen. Wenn man jetzt die Economy stupid, hat der freie Präsident von den USA gesagt, alles dreht sich um Suen. Zumal in einem Land von den Banken an den Fonds. Das ist ja auch nicht falsch. Wir sind auch froh, wenn wir die Wertschätzung kriegen von unserem Patron, das heißt ein gut Pai für die Arbeit, die wir machen. An der Ökonomie muss man allerdings ganz gut aufpassen, an einem Land von den Banken erfangen, dass wir nicht an den Fall von Greenwashing fallen, nicht mehr für Suen zu generieren. Lützeburg hat die Möglichkeit an Wissen für sich als geringen Finanzplatz zu etablieren, und wir wünschen uns und wir hoffen uns, dass das die nächste Regierung und die nächsten Leute an der Chambre auch so gesehen. Oft wird dann gesagt, ja, die Finanzwelt ist die eng, mit geht auch noch die Realökonomie, da wo die Leute schaffen.
erneuerbare Energien sorgen für ganz viel Arbeitsplätze. Es sind alle Arbeitsplätze wie bislo, es muss vielleicht nicht mit dem Urlaubswechsel an einem Auto, mit dafür aber den Platteflecken Velo oder das Changement. An Statistiken, Etüden weisen, dass die erneuerbaren Energien bis in Faktor 3 mehr Arbeitsplätze an allen Niveaus von Qualifikationen sorgen. Wir schwätzen ja zum Beispiel von einer Penurie von Leuten, die Photovoltaikanlagen aufbauen können, die Kabel legen können. An denen Berufe, das sind Berufe mit der Zukunft, auch die kommen durch erneuerbare Energien. Und wir fanden es wichtig, dass dafür an Formation an die Berufe investiert wird. Von der nächsten Regierung, an der Chambre, das ist eine ganz wichtige Aufgabe und das auch die Valorisation kritische verdient. Ich habe ganz viel geschwärzt von Technik, von Materialien, alles schenkt ein bisschen eine Sache von der Energietransition von Moving Parts, Photovoltaik, Wandmühlen da, ein bisschen Silizium, Selenium, ein bisschen nur nach Kobalt geschwärzt, von Kabeln, das ist alles ein bisschen chaotisch. Am Anfang wollen Leute, ganz viele Leute, wir Menschen sind so, und das ist auch gut so, wir wollen gerne uns leben, eine gute Zeit tun mit unseren Kollegen, lo an der Zukunft, und wenn danach gerecht so geht, umso besser. Und für alle die neuen Sachen, die kommen, hinzukriegen, muss man die Leute explizieren, was sie davon haben. Für was sie immer näher, wie sie gewinnt waren, zu leben sollen, umstellen. Das dann, was sie davon haben, das denkt am Großen, das haben wir ja erlebt mit der Aggression an der Ukraine, was Freiheit belangt, was Demokratie belangt, die Unabhängigkeit. Auf der anderen Seite, das erwarten all da. Vielleicht Matthöhlen hecht, weise, was sie davon haben, direkt. Bei den erneuerbaren Energien sind das stabile Preise, das Energiesicherheit und das dann noch unabhängig geht. Es gibt nicht mehr Schönes wie den Strom, den er da produziert, dann sein Auto können selber zu laden oder sein E-Bike. Und da werden wir das alle gut hinkriegen. Schon früher gesagt, dass es wichtig ist, die nächsten 5 Jahre für die Klimakrise, für die Energietransition an den Griff zu kriegen. Und wir können es an den Griff kriegen. Da denkt sie die Sachen, die wir von der Regierung, die wir hoffen, dass die neue Chambre hinkriegt. Und dann sind noch die Sachen, die wir selber können machen. Und da können wir selber agieren, wir selber einen Einfluss auf das, was geschieht. Und das ist die gute Nachricht. Wir kriegen das alle zusammen hin, wir können das. Davon sind wir von Eurosolar fest überzeugt. Die Kinder, ja, die wollen uns leben tun, dass wir zu klein sind als Land, wir können dazu beitragen in die Klimakrise, für die Energietransition. Es sind nicht der Meinung. Jeder ist ein Teil vom Problem, so als auch jeder ein Teil von der Lösung und nicht Kraft zu machen. Es sind die kleinen Changements, die sich akkumulieren, die dann auch etwas Gutes bewirken. Ein bisschen umstellen, ein bisschen anders machen, das ist kein schwerer Fall. Ein bisschen oder Zen-Methode, das da dient. Das für die richtig Wählen erwählen zu gehen, den 8. Oktober, weil die nächsten Wahlen, die dezidieren ganz viel, eine andere Morgen über die Klimakrise und über die Energietransition.